Ja, es gibt Neues am Dossier Google. Die erinnern dich vielleicht für ein paar Wochen, wo die sogenannte Unheilung mit der Umweltverträglichkeitsanalyse, das heißt, Google hat müssen durchschauen, welche Technik sie sollen nutzen, wie viel Energie sie gegen verbrauchen, wie viel Kamedi sie gegen machen und so weiter. Den Dossier war immens schlecht. Die Konsequenz, der Movement Ecologique hat dann geholfen von ausländischen Experten wie von 31 Seiten geschrieben und auf eine helle Welt von Problemen hingewiesen. Sie verbrauchen viel zu viel Energie. Zur Erinnerung, so viel wie alle Lützeburger Städte zusammen. Google möchte immens viel Kamedi. Sie gehen höchst an die Luft auf, am Platz an die Häuser. Da muss ich vorstellen, rund um Google wird jetzt 3 bis 5 Grad zu, so sie selber. Boah, wir wissen alle gut, nur noch ein paar Grad mehr, das ist so verrückt. Aber was das geschieht, der Movement Ecologique, aber bestimmt auch andere Leute, haben immens viel Bedenken geäußert. Was möchte ein Umweltminister? Hier sieht, oh nö, das ist einfach alles okay. Souveränität Numerik heißt die europäischen Firmen unterstützen, die sich auch an Eisdatenschutzbestimmungen halten. Dafür muss die schon gestaltet gehen, ob Google der richtige Betrieb ist, für auf Lützeburg zu kommen. Sie gehen 34 Hektar für allem landwirtschaftliche Fläche nutzen, aber die ganz viele Nachteile verbunden sind. Wobei, das müssen aber auch so, die Vorteile noch nie wirklich offengelegt gesehen. Wie viel Steuern wird Google bezahlen, wie viele Leute werden noch schaffen, alles das ist nicht gewusst, das ist nicht seriös. Wir verlangen also von dieser Regierung, dass sie nicht an Interesse von einem Konzern schafft, mehr Interesse von der Lützeburger Bevölkerung an der Umwelt. Und das heißt auch, dass es nicht am Sommer nach neuen Prozeduren wie Google laufen, weil wir fährt ein bisschen als Movement Ecologique, dass es am Sommer wird Prozedur laufen, wird Betriebsgenehmigung zu kriegen. Dann hat jeder in 2 Wochen Zeit, seine Meinung zu sagen. 2 Wochen, wo ich muss hunderte von Dossiers gucken. Wenn das am Sommer wäre, dann wäre das absolut antidemokratisch. Wir hoffen, dass die Regierung an Google nicht so sind. Wenn sich Google immer auf die Geheimhaltungsklausel berifft, da gehören im Fall notamment die Emissionen von CO2, mehr Energieverbrauch. Und das ist ein Punkt, wo auch den Umweltminister hin und entgegenkommen muss. Obwohl der nach kurz, mit dem der Movement Ecologique zusammen geschafft hat, gesagt hat, das sind Donnerien, die betreffen die weite Öffentlichkeit und die dürfen nicht unter dem Vierwand von einem Betriebsgeheimnis einfach so viel enthalten. Und noch ein anderer Punkt, das ist problematisch, das ist die Sujet von der Auskopplung von der Hitze. Also bei dem Datencenter werden immens große Quantitäten von hohen Temperaturen aufhalten. Mit dem System, den Google auf 4 hat, gibt das alles einfach in die Luft gehen. Und das ist für uns ein Problem. Das ist immens Energieverschwendung, wenn sich steht, das muss ernst gehen. Es gibt noch ein Datenzentrum, wie das schon so funktioniert, wo die Hitze dann an einem Wärmenetz kann weiter genutzt werden, sehr wird der privaten Haushalte oder Betriebe. Heute geht doch nicht vom Wirtschafts- und Energieministerium vorgestellt. Eigentlich sie so noch, wäre mehr sinnvoll, die dort Hitze zu nutzen. Aber sie berufen sich darüber, dass der Lützeburgische gesetzliche Kader ihnen nicht die nötige Meurenergie geben, für Google dazu zu zwingen, die dort Hitze zu benutzen. Dabei weiß auch Heinenke, die Analyst, die auf Code gemerkt wird, dass der gesetzliche Kader zu Lützeburg natürlich noch nicht so kontrainierend ist wie Mist sind, mehr aber die nötigen Tools schon da sind, mit denen das Ministerium so ein der Tote muss noch gebessert gehen, aber der Hitze muss selbst gemerkt gehen. Wir fordern Heimat nach die Regierung op, am Interesse von der Allgemeinheit zu handeln. Sie können Google nicht den Teppich ausleden, alles akzeptieren, was Google möchte. Sie müssen dafür sorgen, so wie das Gesetz doch vorschreibt, dass Google die bestmögliche Technik nutzt. Das ist aber blank nicht der Fall. Aber Lützeburg so viel Bratzen, damit das Google auf Lützeburg kennt, da soll man uns auch nicht mit einer veredelter Technologie bratzen wollen. Nee, da muss Google die allerbeste Anlage überhaupt abrichten. Am Platz die so ein bisschen überspitzt, allerschlechtesten überhaupt. Und sie haben auch noch etwas gesagt, auch auf dem, was alles an der Welt gerade aufgeht. Europa will mir unabhängig gehen von Amerika. Und genau am Gegenteil zu dem, gegen Lützeburg wollen Google den Teppich auslehnen. Da gibt es keinen Sinn mehr. Alles das, was wir hier aufzählen, wird vom Öko-Institut aus Deutschland neu belehrt. Wenn die Interesse hat, auf 4 Seiten resümieren sie ganz kurz, was die Umweltprobleme von Google sind und wie viel Verbesserungsbedarf es gibt.